Zuschauer vor der heutigen Partie, da prickelt es wieder. Sebastian, die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. Es ist immer gut für den Torhüter, wenn er sich schon früh im Spiel bewähren kann. Wunderbar gesehen. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff und jetzt stand er auch noch im Abseits. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Ganz klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Die Mauer stand goldrichtig. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Ja, der Eckball direkt in die Hände des Keepers. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, das ist einfach... Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch Gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Der Ball ist noch heiß. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Abseits, gute Abwehrleistung. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung. Achtung, genau in den Lauf. Klasse Aktion. Ja, das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Ein Tackling wie aus dem Fußballlehrbuch. Ja, da sieht der Schiedsrichter alles andere als gut aus, wenn er sowas nicht erkennt. Klug gespielt. Klasse, der lange Ball. Dann hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball.
Ah, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Ja, das war ein müdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Ich verstehe ja, dass sich jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Ah, jetzt müsste er in die Lücke reinspielen. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Und die Hintermannschaft sieht nicht gut aus, das gibt die Torchance. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. So ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften, ganz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, der Gegner war ja noch nicht mal im Ballbesitz und dann geht er da so in den Zweikampf. Mein lieber Mann. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. So, das war's, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Ja, tolle Torhüterleistung auch in den ersten 45 Minuten. Eine tolle Partie, spannend, es geht hin und her. Viele Chancen, wenn wir jetzt noch mehr Tore sehen in der zweiten Hälfte, dann wird es doch ein richtig gutes Fußballspiel. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Richtige Entscheidung. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel und weiter geht's. Gute Aktion. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Hat nur noch den... Oh, den hat er... Oh, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Er macht die Abwehr lächerlich. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Ah, was für ein Foul. Da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Und er trifft Alu. Ja, was ging denn da dem Keeper im Kopf herum? Natürlich, klarer Elfmeter. Und mit diesem dummen Elfmeter, Tom, haben sie vielleicht gerade das Spiel aus der Hand gegeben. Er konzentriert sich noch mal kurz. Überhaupt keine Abwehrchance für den Torhüter. Und er hat eine tolle Flanke in den Strafraum geschlagen. Tolle Parade. Also wenn sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen sie sich was einfallen lassen. Genau in die Arme des Torhüters. Und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und das sieht gefährlich aus.
Und auf der Linie gerettet. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Er wirft ihn ab. Er läuft auf das Tor und er trifft die Latte. So, den... Oh, der sitzt. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Und so schnell kann das gehen. Ausgekontert. Und zwar in klassischem Stil. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und da hat er einfach mal den Ball blind nach vorne geschlagen. Ja, sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Kreml. Ja, da hat er noch nicht mal den Ball gehabt. Freistoß. War etwas ungestüm in dieser Aktion. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Schöner Ball, weit in die Spitze. Und klasse Abwehrparade des Torhüters gegen diesen Kopfball. Und der war, weiß Gott, nicht von schlechten Eltern. Glanzparade. Und jetzt muss er schießen. Und der Ball ist... Ja, Torben, jetzt guck doch mal, wie er sich freut. So ein Tor kurz vor dem Ende. Was für eine Dramatik. Das war schon sein zweites Tor. Heute will das aber wissen. Sichere Beute für den Torhüter. Dieser Reingabe. Und lang abgeworfen vom Keeper. Gut gespielt. Ja, eine Minute gibt es noch oben drauf. Und zum Schluss steht es hier 2:1 und ich glaube, das geht auch in Ordnung. ...90 Minuten haben sie sich hier ganz ausgezeichnet verkauft. Und dann kassieren sie doch noch in der Verlängerung das entscheidende Tor. Das ist bitter, ganz bitter. Und trotzdem Kompliment an die Mannschaft, auch wenn es heute nicht zum Sieg gereicht hat. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.